McDonald's Buxtehude hat Feierabend. Der Titel tönt schon mal vielversprechend. Let's go zum McDonald's in Buxtehude, Jungs. Heute ist wieder soweit. Heute kommt eine neue Episode von Sascha liest Kommentare. Diesmal wirklich an einem Sonntag. Ich würde sagen, wir fangen ganz traditionell an mit dem Top-Kommentar von der letzten Episode. Let's go. 30 Grad Celsius und der Ventilator nicht mal eine Minute drin. Schmutz. Ist jetzt ohne Witz eine Minute drin. Ist jetzt wirklich eine Minute. Ja, er hat eine Minute drin gelassen. Er hat eine Minute drin gelassen, nicht gebracht. Aber hey, Baba-mäßig. Okay, das ist nice. Aber der wollte nicht 10 Minuten lang, ganz ehrlich. Und, war's erfrischend? Jawohl, ganz liebe Grüße. Ich nenne mein Glied Hypotenuse, weil der länger ist als meine 2 Schenkel. Raus, bitte folgenden Zusammenschnitt. Oh, nicht schon wieder. On the road again. Kein Durchkommen aktuell Richtung Süd. Mehr Anzeigen. Ich wusste nicht... Aber das ist geil. Solche Zeugs finde ich geil. Solche Kommentare sind geil. Das müsste mal bei mir in den Kommentaren auch passieren. Wird absolut nicht passieren, weil sie sind unkreative Scheißleute. Das ist natürlich nochmal ein Witz. Das war natürlich nochmal ein Witz gewesen. Es tut mir schrecklich leid. Ihr seid die beste Abonnenten, die ich jemals gegeben habe und jemals werde haben. Ich habe es nicht so gemeint. Das ist da rein. Da Herz, Mann. Zwischen uns ist schon eine Beziehung. Nicht, dass man Liebeskugeln langsam rauszieht. Mehr Anzeigen. Ach. Er hat es nicht mitbekommen. Er hat es nicht mitbekommen. Lul. Ich wusste nicht, dass man Liebeskugeln langsam rauszieht. Mehr Anzeigen. Kevin hat seine Freundin gerade wegen einem Rasenmäher gestartet. Ja. Ach, Kevin. Und ich lauf schon, yeah! Lehrerin, was sind eure Eltern beruflich? Kind 1, mein Vater geht zur Polizei. Rund um den Block kein Bock. Kind 2, mein Vater ist Anwalt. Knossi-Kind, mein Vater holt jeden Tag den Jackpot im Casino. Alles gut bei dir, Jens? Wie hat er gemacht? Wie hat Knossi gemacht? So. Das kann ich auch, oder? Das kann ich auch. Was ist der Unterschied zwischen unsympathisch und seiner Freundin? Mehr Anzeigen. Unsympathische gesehen. Es ist schon wieder Mobbing. Ich weiß nicht, warum sich manche nicht vorstellen können, dass ich einfach eine Freundin habe, die auch ganz normal am Start ist, genauso wie ich. Wenn ihr wollt, wir können gerne mal gemeinsam anrufen. Die gewählte Nummer ist nicht vergeben. The number you've dialed is not assigned. Sie ist ganz normal am Start. Heute ist ein guter Tag. Chantal, wie kannst du nur mit 14 Jahren schwanger sein? Mehr Anzeigen. Chantals Mutter, 28 Jahre. Also, wenn hat sie es denn vorbekommen? 18, mit 10, ja, klar. Free Chantal an der Stelle, wirklich Free Chantal. Und an der Stelle erstmal ein dickes RIP an alle Chantals. Wird irgendwann mal der Name Chantal aussterben? Weil Mütter sich denken, boah, Chantal kann ich mein Kind nicht nennen. Ich bin ganz oben auf der Spitze vom Mount Everest, Digga. Und die sind alle unter mir. Bleibt an euren Träumen dran! What? Was mit 14? Was mit 14? Nee, also, die Mutter hat sie ist 28-jährig. Chantal ist 18. Also, 18 minus 14, ja. 14. Mit der grössten Überzeugung habe ich gesehen vorher, da hat sie mit 10 bekommen. Mit der grössten Überzeugung. Ganz ehrlich, wie? Das ist der Beweis. Jeder von euch kann studieren. Oder auf jeden Fall ähnlich grosso modo bis zum Bachelor kommen. Jeder von euch schafft das. Wenn ich das schaffe, dann schafft ihr das so. Scheiße. Jeder trägt T-Shirt im Sommer. Niemand. Mehr Anzeigen? Wirklich niemand. Sascha, bringt Hoodie in Sommer Edition raus. www.unsympathischer.de. Checkt auf jeden Fall den Hoodie und den Sweater in Sommer Edition ab. Kuss geht raus an alle, die... Ja, wer macht ein Hoodie in Sommer Edition? Lost. Sascha, ja, deine Cap an, aber gleich lost.
supporten. Wenn Sascha mit seiner Morgenlatte gegen den Türrahmen läuft. Ich werde schon wieder gemobbt. Mehr Anzeigen. Das ist Mobbing. Es hat sich gelohnt, mal wieder sich diesen Dreck reinzuziehen. Es ist wichtig und ich möchte, dass meine Zuschauer gut rechtschreiben können. Es ist traurig, wenn ihr irgendwann mal irgendwo steht und wisst nicht, wie man die Wörter schreibt. Es hat sich gelohnt, mal wie 3D sich diese... Junge, eigentlich müsste Kindhörgeräte mit Sascha eine Koop machen. Hä, warum? Ich höre doch voll gut. Hört vielleicht der Zuschauer, der den Kommentar verfasst hat, nicht so gut. Sollen wir vielleicht nochmal das Intro für ihn neu machen? Heute ist wieder soweit. Heute extra für Alex auch ein Intro, damit er es versteht. Alex, ich hoffe, du hörst mich gerade. Hallo, Alex. Hallo? Ein Clown Ihr habt's gewusst. Five-Head-Bühne. ohne Eltern ist lustigerweise ein lustiger Weise. Applaus für Niklas, wirklich astreiner Kommentar. Raus, bitte jetzt aufhören zu klatschen. Trotzdem besser als jeder Joke vom Nilay, den er jemals gemacht hat. Wir machen weiter. Junge, wir brauchen echt einen Ventilator. Bitte lass uns nicht hängen. Kein Ding. Fazit. Deutschrap ist fresher Denn je. und Unterhosen und Socken. Kann man nie genug haben, Digga. Werbung, wie du nur in 3 Schritten reich werden kannst. Mehr Anzeigen. In 3 Schritten reich werden. Ich gebe jetzt euch auch mal einen Tipp. In 3 Schritten reich werden. Also, erstens, ihr gönnt euch. Also. Ja. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Ne, ich habe gar nichts, worauf ich hoffen muss. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auch kostenfrei Ehrenbruder Bass ein Abonnement. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Achtung, Achtung. Ich wollte nur noch mal ganz kurz sagen, McDonald's Buxtehude ist der größte Laden, den man sich vorstellen kann, Digga. Ich fahre in die Drive-In um 0:57 Uhr, Digga, und die schnarchen wieder alle so. Und um 1:01 Uhr, Digga, die machen um 1 Uhr zu. Um 1:01 Uhr komme ich in den Drive-In. Die sagt einfach zu mir, wir haben Feierabend. Digga, das kannst du nicht ausdenken. Ich sag euch ehrlich, McDonald's Buxtehude ist der schlechteste McDonald's, wo ich jemals in meinem Leben war, Digga. Größter... Ja, Digga, Babamäßiges Auto, Kuss. Das war wirklich ein geiles Video gewesen. Ein sehr, sehr witziges Video. Kommentarvideos, die fühlen ich. Let's go.